Haut will kein Mensch mehr etwas davon wissen. Mir wird bei mir früher so haben. Bei uns daheim, da und Mais am Brot scharf gekrascht von Hunger. Wir wären so arm, hat man kein Wecker. Wir haben noch keinen gebraucht. Wir haben zu 7 in einem Zimmer geschlafen. An der Mittelstunde immer, wenn er voll war, war Zeit, wieder aufzustehen. Ich will nicht mich groß gekauft, sollte mein Papa entweder gehst schaffen oder ob Deisebun. Ich sag, nee, Pap, ich gehe bei Twan. Wenn den anderen beginnt, vor immer wohl leisten. Und Herr Pastor ist immer zu mir in der Kanne, ferner sollten du kriegst nie einen Platz. Aber am Wesentlich hat er schon 72. Hij verticht de woord in een beetje dekkelskleverij. En voor mij is bij zo'n dekkel gekleefd. Nou keer, wenn ich den Deckel verkehrt gekleeft heb, dann hat der meeste Menge richtig gekleeft, nicht mehr auf dieselbe Platz. Dann sehe ich dann meine Wege ein, dann komme ich an den Grund. Antennenfabrik. Da kann ich auch nicht bleiben, ich habe zu viel lang Fanger gemacht. Antennen, gell? Und da komme ich bei einem Metzler. Mit da war es flott. Den hat ein Mädchen. Oh. Das hat ein Puran. Oh. Wie ein Hölzenpferd. Ich gehe bei dem Metzler, blieben mir hier doch ganz gelungen an, da haben wir die enge Jalousie zu. Aber mir noch geschlecht, nicht, mich nun nachher drauf geschlagen. Und dann käme ich auf dieselbe Platz. Herr Noko, das nicht mehr ab. Da sehe ich dann meine Wege gegangen, da komme ich dann an Theater. Aber da hat es immer schwer an Tragen Trollen. Ich habe immer die Kulisse geboren. Aber die Kulissen so schwer sind, tue ich dabei mehr gedacht. Ja, und alle Hölzlinge 7 Sachen, und da gehst du wenig durch die Welt. Da komme ich dann durch Douce France bis auf Paris. Und da war ich lang Sänger. Ja. Ich habe immer Poulet gesungen in einem Restaurant. Und da sehe ich dann meine Wege gegangen, da komme ich dann durch die Meerenge von Gibraltar. Mit da sind eine Gegend. Heute habe ich mein ganzes Kostüm überall zurück. Ich da durchgegangen sind. Ja. Und da flog an den Kongo. Mit da wird warm. Hij heeft de zon zien zijn keer over zo pleven juist gaan. Hij heeft bij me gezocht de oven tussen de oliven op een palm. Nog niet hebben ze van de oliven op een palm, nee. Dat is dat palmolief over die zeef maken. Hij gezocht de door Bengalische leef zitten. Maar ja, ze zijn aan die geliefd wie Bengalisch feiern. Und ich klimm von dem Baum hoch und seht. Was seine langen Hände mir gewirft, langen 2 Stücke. Und ich möchte mal, ob er nicht so bei mir ferner, du wärst du nicht bist in Dose zu, möchtest, passt du dran. Und ich habe einen Namen abgestrieben, ich bin mit Meldra gefahren, ich komme mich durchs Gedärms gewollt, bis ich einen Hand am Rupp hatte. Und da höre ich hier mit dem Nöslöcher an die ganze Klimbim an der Bäuste gebringt. Quark hat die Gemeinde wegschweren. Durch einmal so ein Fassonbrüchen, ich hatte einen langen Pelzmantel dafür. Mit mir am Kongo wurde mir zu warm. Da komme ich dann auf Yokohama. Ja. Mit das in Großgegend. Hij heeft de zon door zijn mekken wie hinger. Und die sitzen zu Tausenden der Leid. Oh, mit da waren auch groß Leid nicht wahr. Hij vreest de zoon, van die am Sommer Terra gehen, sie ist direkt mit der Scheier an Gewinn gefahren. Und auch wenn ich dort Tisch den großen Leiter durchkomme, ich habe immer gedacht, von den Kindern, ich gebe mir den Fest durch. Da geht hier gerade wie im Leben in Afrika, da müsste Quagen wegpassen. Und ich bin wie in Europa. Da komme ich durch Italien, mit das ist schön. Il Paese del Bel Canto. Durch für dich die großen Makaronisfelder geguckt. Ja, wenn die so am Wand hin und her gehen.
speziell die Knien. Da kann ich auch nicht bleiben. Und das ist dem einfachen Grund, weil ich so viel Italienisch hören habe. Weil alle Kehr, wenn ich da durch die Straße gegangen bin, ich gemeint, ich will zu Lützeburg auf der Gär. Und dann konnte ich den muss nicht verlangen nach ihm. Und dürfen sie nicht am Hai. Und einen können wir glauben, den Hai, der geht nie mehr aus dem Ländchen. Der Ritter Struppes. Einst tritt der Ritter Struppes auf seinem schwarzen Rappen mit seinem Lieblingsmuppes und seinen Nädelknappen hinaus über Flur und Hain im goldstrahlenden Sonnenschein. Denn keiner kannte so wie er des Reitens Kunst und Trick, denn er beteiligte sich sehr öfters in Dickisch am Konkurripik. Keiner wusste von den Knappen, wohin des Ritters Ziel, doch weil er tat berappen, so frugen sie nicht viel. Und als nach vielen Stunden sie ritten durch ein Tal, da rief der Struppes und umwunden, hier halten wir einmal. Im Wirtshaus da im Stillen, da laben wir uns beim Trank. Hey Wirt, bring uns einen Killen, ein Spritzchen Moseldrank. Ei, war das ein Getöse. Wie schlürften sie den Rebensaft? Wie aßen sie den gekachten Köse? Was wurde alles da gebafft? Ham und Sosis, wie sie sagen. Alles ging ratsch in den Schlund. Ja, so ein Ritter hat einen Magen, aber sonst ist er gesund. Der Ritt ging wieder so im Stillen über Flur und Feld und Hain, bis endlich auf der Burg der Millen, da kehrten sie schon wieder ein. Und während sie so becherten und tranken, da kam des Weges eine Maid. Ritter Struppes tat ihr wanken, doch sie hatte keine Zeit. Wie, rief Ritter Struppes ballend, du schlägst ab mir wie einem Hund. Und mit der Zunge schnallend wollte er küssen ihren Mund. Da stieg des Mädchens Schamesröte, in Sand ließ ihr fast bis ins Haar. Struppes, du verdammte Kröte, dies bezahlst du mir in Bar. Und sie nahm ihm ab den Degen, wetzte ihn an einem Strauch und stieß dem Struppes ganz gelegen den Sabel wupptig in den Bauch. Struppes fiel den Edelknappen in die Armen. Daraufhin Jammer und Geschrei. Es kamen alsbald die Gendarmen, Bandbreite und die Polizei. Und während sie die Maid verhafteten, da starb der Ritter dann alsbald. Und als sie Protokollen zwafteten, da war die Leiche stach und kalt. Moral. Und willst du küssen je im Leben ein Mädchen tugendhaft, dann musst du immer Acht geben, dass sie dir keine prafft. Sonst geht's dir wie dem Struppes, dem Ritter aus Esch im Lach. Der wurde von der Maid samt Muppes Ratschpadang in die Treib gestacht. Dem Gret sei knastigt Verbrechen. Der Matt war gestorben und Gret war am Leid, weil so Mattes die fand nicht weiden nicht brede Mann, der Mojes Reis mit dem Hund, an niemals in Frana hat Kreische gedünnt. Und hat sich sein Leben geplodert, kasteit. Du stirbten am Krieg in der Rellener Zeit, Gret war dann in der Pröse gebet, weil wat nur am Krieg, Gret ohne Matt. Nur jet, wo geschieht und wo nichts mit zu machen, als sie kommen für den Matt so Bord zu krachen. Sie machen den Reis ganz proper fein, ein Neidfittingsheim hält Gret aus dem Schrein. Lo luchte mit der Nöse an der Lucht. An den Oper kommen an Tode sucht. Sie hat unser gepauft, an Heinz Dong Vortröpfchen geschnauft. Den anderen Morgen hat Gret gedacht, das war ein knickig schlöder Gedicht. Das wieder ein Scham, das wieder zu viel von der Mett, das ganz Hirn hat till. Weil der Rektor von bloß Geburt hat geschickt, man das gibt eine flotte Kasse weg. Mir los mir da spüren, dass wir jetzt lachen, was gibt der Mett mit dem ganzen Hirn machen. Aber wie die Oper wohnen, als der Tode sucht,
Heeft greet sich de Mattes Lösi an Blut, am mat senger Scheier Steck für Steck, schneit de Mettele aus dem Rick. Gläten dann Hanne Schneier an Köcht, an Tötzen Remul da gewischt. Den anderen Tag kom Präzision für und Haus, als sie drohen de Mattes für immer raus. An Zeit, die geht vieren, an do der sonnige Rehen, do lädt den Herrn de Kirch, dat jengst Griech der so nähen. Predigt mat Schwung wie mat feierchen Zungen, geht allen und Herz den allen na Jungen. Wie an der Reiter stehen die Millionen Gesichter, für mat Zitteren zu erwerben, den ewige Richter. Ob der ganze Welt, von denen bis grad, wie sie mal dürfen begrüben. Ganz Per hat gezittert, an Gret war erschlohn, et döcht wie de Met mat dem halben Hemdl mist stohn. Nur der Massers Heimgang mat schwerem Gemit, käm auflödet Gees von drin Fleischsprit. A 14 Tagen im Gewand am Bett denkt, Gret immer vor den Namen mit. Schließlich konnte es auch nicht länger drohen und geht bei den Herr Pastor Holz zu frohen. Erzählt ihm dann freilich, was alles geschieht, aber wie die Last predigt im Leben Gemüt, aber wie die 14 Tagen ängst nach Bangen mit den schweren Gedanken rimmet, wie gegangen nur her, so Gret. Als dann nichts zu machen, wie das den da sie mit nicht aus lachen. Ich gebe an Mass mit all Bitgang auf, wie das nicht bräuchte, man bloßen Hühner dort zu stehen. Den Herr, die so schwer dort zu verlehen, an der Sicht verzweifelt noch Mittel erwähnen. Du sollten zum Gret das Dumme ich denken, do wir mit St. Peter besinn zu fänken. Lost 5 Franken hei für das zum Gefallen, dem großen Helling muss ich kann halen. Ich gif in der Beten, soll unser Heeren an den Tag mit Bang Mauer platzieren. Der Schulmeister als frisch auf den Dorf kam. An der Kutten dann die kleinen Jüngchen und Mädchen an die Schule. Und waren dabei, die sagt immer, wenn ich komme, meine Friends, wie geht das dann? Mal gut so, der Schulmeister. Ich sagte, es hat dann 2 Jahre gedauert. Ich sagte immer, nach meine Friends, wie geht das? Dann bin ich aus dem Schulmeister zu Bund gehen. Ich sagte, erst mal, mein Junge, du bist ja doch schon ein großer Junge. Du kannst den Schulmeister nicht einfach duzen, sondern du kannst ihn einfach Friends zu ihm sagen. Du schreist mal 100 Mal, ich soll den Herrn Lehrer nicht duzen. Das ist gut so. Nein, da kommt an die Schule. Hast du das geschrieben, so der Schulmeister? Ja, so, dann hat er gesagt. Mich hat er gesagt 100 Mal, für was ist dann 200 Mal geschrieben? Oh, Franz, ich wollte einen Frieden machen. Wir hatten da 2 an der Schule, das waren Tintchen an der Frindchen. Die 2, wenn ein gestiegt war, sie waren dabei. Aber es nicht war, sie waren da. Er hat den Herr Kaplon gefragt, der Kannerlehrer. Jungs, wer kann mir sagen, wer Adam und Eva erschaffen hat? Der hat der Frindchen den Tintchen gestellt, das ist der erste Gesinn. Von lokalig meldet, da war mehr Twain da drin. Dort an den Herr Pastor gefragt, der Kannerlehrer, wer war Moses? Dort hat sich geredet. Der sagt den Herr, Jungen, ich so nicht, das läuft jetzt leicht. Der Moses, der go vom Nil zwischen dem Schilf an einem Binsekäfchen vom Puttifersinger durch der Fond. Haha, so der Fritz, es soll so ziehen. Sie hatten Unterrichtsprüfung, und das war mündlich, so den Herr Kaplon. Junge sollten mehr als Prüfung, die Hüdelo 10 Frauen zu lehren am Katechismus, und ich will 100, dass die kennt mehr. Weil da geht von den 10 Frauen abgefragt, der Gung sagt dann nun die kleine Nikola, an denen, wenn sie schlecht verhalten wird, hatten sie Band und Box, hatten sich dann für die geschrieben. Also 3, die also herkommen. Und du sagst den Herr Kaplon, Nikola, wen hat Juden durch Traut Meer gefahren? Der Moses. Oh, sagt den Herr Kaplon, du hast noch gelehrt, das Kehe. Das soll man nach wen hat den Herrgott zum Leben erweckt? Du weißt ja, der Lazarus.
Oh, guck mal da, nach eng froh, und dann hast du die Prüfung gut, dann hast du 60 Punkte. Im Sommer nach sehr, wie heute am Alten Testament, weißt du, sein Bruder durchgeschlagen, du weißt ja. Den Tergal. Wie an der Prüfung gefragt gowen du bei de klenge Champi han er merkt dat de schëmmigste Champi sommer mal wieviel as 3 mal 3 as 12 dat de Champi. Champi dat de schëllmechte 3 mal 3 as 12 man nee Champi 3 mal 3 as 9 3 mal 3 as 12 mei Pap huet dat gesot do de schëllmechte wat schaft der Pap dann en as Garson. Den 1. April moies jetzt die kleine Piri. Mam, komm sehr op de Speiche, de Pap huet sie hang. Jes, mei Josebeth Frau op de Speiche an de Schembesting owens laren, as ich leute meng op de Berg. Wat kannst du en 4. Aprilskeik soten hängt am Keller? Das ist de Lowelt Vakanzengang sinn de Schëllmechte Junge gefrot. Wo geht ihr denn an Vakanzen zum Champion? Ich habe mir gefragt, ma Mavignon plundern, aber bleiben 3 Wochen bei meiner Tata. Das ist flott. An die Franzis sollten, wir gehen aber auch auf Nice, wir gehen auf Nice, ja, auf Nice, hat mein Papa gesagt, auf Nice. Oh, das ist auch so. Wie lange bleibt das? Oh, wir bleiben ganz Vakanz zu Nice, ja. Und du sollten zum Pieri. Also Pieri, ich weiß nicht, wir gehen noch ins Fisch. Ich weiß nicht, wie das nachstecht, mit 4 Stunden, sagt mein Papa zu mir, Mom, wenn das ja gut geht, dann gehen wir auf Hit. Wir haben Lampesberge Quaffe, das ist der Nickel. Also die Quaffe, das geht nicht mehr mal, wenn der etwas nicht weiß, der geht auf der Lampesberg bei den Nickel, die ich durchschneiden lassen. Da wisst ihr alles, was geschieht am Ländchen, wenn der rausgeht. Hier kommt den Herr Weber. Ah, mein Nickel, so, der schneidet mir Tor, wäscht mir den Kap, der möchte mal schön an 3, ich gehe an die Vakanz. Das heißt, ich gehe dich flehen. Mit der Sabine, ai, so Nickel, mit der Sabine, wo können wir nicht mehr fliehen, mit so Zigarrenkästen? Ja, so den Herr Weber, mit der Sabine auf Venedig. Ai, so der Venedig. Mit Herr Weber, du rennt nicht 2 Mal am Jahr, 5 Minuten, 7 Minuten, an der Halbzeit ist eine Beschwemmung da. An der weiteren Hotel geht es, am Hotel Astro. Oh Mann, so der Nickel. Die Wandleiskirche, ja, der Nickel wusste alles besser. Es war nicht, was der Herr Weber rausgesicht hat. Mit jedenfalls, der Herr Weber ist gegangen, das geflüht mit seiner Frau. An einem Mund kommen Rimschäberung gebrannt. Hey, den Herr Weber, so der Nickel. Da kommt til dich Platz, da schneiden wir sie sehr auf. Aber wir werden an der Vakanz. Ma, wunderbar, so der Herr Weber, wunderbar. Wir sind geflüht mit der Sabine, wie ich das so, noch nie so gut geflüht. Also ein wunderbar Boeing, etwas Formidables. Und da sollten Venedig, hey, wieder, die Sonne gelehrt. An der Hotel Astro-Nickel, das ist kein Wandleiskirche. Noch nie so gut gewohnt mit meiner Frau. Ja, so Nickel, du sich alle kritzelt, Nickel. Wo war das sonst noch? Wir sollten, wir waren noch auf Neapel, da haben wir dann den Vesuv geguckt. Und da sind wir über Rom rumgekommen. Wir hatten sogar eine Audienz beim Papst. Oh, so Nickel, Scheier waren bei aus der Hand gefallen. Aber wie ist das? Dann habe ich nicht mal gemerkt, wie geht das dann? Aber ja, so das ist einfach. Wir sind rangekommen am Vatikan. Der Papst, der sitzt da in schöne weiße Kleid. Wir sind da hingegangen, haben uns schon geknetet und haben ihm Trink geküsst. Und da lädt mir so die Hand auf die Kappe und die sollten, ja, was sollten das, Nickel? Was war denn so, die Tor geschnitten sollten? An dürfen so nicht. Für was dann an Italien gehen, an dort de Wirting suchen drohen, wo in der Hai beim Zangarini, beim Rossi oder Pellegrini, als Mittes an als sowas kascht, Spaghetti kriegt, da der Ball bascht. Für was der Mann, die weit ich reis, wo in am Vierer ist doch schon weiß, dass wir zu Roma, Milano, nicht mehr gejagt so Italiano mit voller Stärke dann Tore kriegt, wie wenn der Hai durch Straßen zieht. Für was dann auf Venedig gehen,
An da sie an en Gondel wohnen, für das, wann durch Kanäle die rudert, dir nur sich so halt an ihr schüttert, weil Wasser, dat du nicht blinkt, kenne wie hei und Söl sich denkt. Ja, für wat du hingehen. Für wat nicht rieder mal so, gibt dir an fremd Römme streifen, hei heim, da ist es schön, ich bleiben. Für wat das kein in dat will tun, für wat gibt den Opersohn. Also, ein kann ich dir sagen, wenn du krank bist, das ist auch nicht gerade das Gesundeste. Also, ich war schon lange nicht krank, aber ich sehe wie alle Menschen an der Krankenkasse, weil wo geben sie sonst Geld hier holen, für ihre Heichhäuser zu bauen? Wie ich mich an die Krankenkasse gemeldet habe, du vor der Beamten hat am Schalter, sie dir selbstständig? Ich sagte, nein, ist sie bestört. Drodre Brill, ich wollte für wert. Man will da auf der Nöse so einen Druck stellen. Also so dich, der ist vom Humpen. Sie sollten zu mir, sie da schon operiert gehen. Ich sagte ja einmal, mit den Hirn am Blinddarm. Wieso sollten mit den Hirn am Blinddarm? Mit nein. Ja, wissen Sie, das wäre an einer Universitätsklinik. Da hat ein Professor Dr. Metzler mich selber operiert. Das war in einem Hörsaal. Aber wie der Professor mit der Gehirnoperation fertig war, haben Studenten so lange applaudiert, bis der Doktor den Blinddarm vor Begeisterung zugehen hat. Aber als der Zentrum der Operation habe ich immer so weh, wenn ich da drücke. Ich werde das Schäden nicht allein gelassen. Da bin ich ihn da gefragt, wie ist das, dass ich so weh habe, wenn ich da drücke? Oder sollten das weiter nicht schlimm, sollten die Brätchen nicht dahin zu drücken? Hat er sonst noch eine Krankheit, hat der Doktor gefragt. Er sagt, ich weiß, ich habe immer die Kappe so weh. Oder das weiter nicht schlimm, sollten die sollten mal ein wenig mehr Aufwieslung verschärfen. Das geht nicht so. Ich habe das schon probiert, aber meine Frau passt so viel gut ab. Da hole ich dann eine Überweisung bei einem Spezialist für Getreibs. Wenn ich da an den Wartesaal komme, da sitzen noch Stunde 25 Leute. Ich durch, da geht, ob das auch nicht tun. Damen, die Stungen da, weil die Männer all gesehen sind. Ich sage zu einer Dame, die just neben mir stand, was fehlt dir da, Madame? Mir fehlt nichts. Ich bin hier für meinen Mann. Weißt du, den hört so am Mo. Ja, hier kann ich dessen, und du hat den Doktor gesagt, ich müsste ihm diese flüssig von Hannen abhängen. Wie hat er das dann doch fertig gebracht? Aber ja, so zu dürfen sie nicht schon hier. Mit der Zopf ist es ganz gut gegangen. Aber was meint er, was die Schwierigkeiten hat mit den Buletten und mit den Gründen? Auf der anderen Seite durch Stungendamm, die waren so breit wie ich. Die so zu mir, so das meiste, habe ich das Gesicht nicht schon zwischen gesehen. Oh nee, Madame, so, ich habe nicht immer auf derselben Platz. An dem Moment kommt die Assistentin vom Doktor, die nächste, wenn ich geliebt, da sind Damm rangegangen. Und neben dem, wo die Frau dann rangegangen ist, da sitzen so alle Menschen, die so zu, so zum Herrn Doktor, soll man dieselbe Medizin verschreiben wie die letzte hier. Hat die da geholfen, Frau Joffe? Aber wie soll die allen? Die ist wunderbar. Meine Rheumatissen sind weg. Meine Frau hier Schweißfäß sind weg. Dem Hund sind Fleisch sind weg. Und Zwiebeln haben wir damit poliert. Und der Rest habe ich an meine Wille Mutter geschaut. Und die geht lassen wie eine Rakete. Noch 6,5 Stunden waren wir nach zu 3 recht geblieben am Wartesaal. Wir haben dabei den Kontrolldoktor geschickt. Weil es noch Feierabend war, hat er uns allen 3 mit Nähner gerufen. Was tun wir da, sollten sie die meisten? Die sagt, Herr Doktor, ich habe immer so Kopfweh. Aha, Kopfweh, sollten. Gucken wir mal, lieber Mann, nicht Kopfweh. Unser Bürochef hat Kopfweh, unser Herr Direktor hat Kopfweh, wir schaffen allen 3. Die sind gesund. Und zum Zweiten sagt, was tut ihr dann?
Maar ich in de movie. Aha, de movie. Guck doch mal, ich in de movie. Unser Bürochef hat de movie, unser Herr Direktor hat de movie, wir schaffen allen drei. Die sind gesund. An die sagen zu mir, ich sag, ich gehöre kein mehr, Herr Doktor, ich sie blöd. Ich sehe mal einen armen Jungen, will ich immer so ein Dusch tun. Der dürfe so, mein Freund, als immer, ich hätte Freibier gesiegt. Und dabei bin ich der Bier gar nicht gern, wenn ich es selber muss bezahlen. Den Hai, den hast bezahlt. Den hat der Wirt von unserem Stammtisch bezahlt. mit das vielleicht in Hauli. Die geht immer mit dick. Du hat den Doktor in Bewegung verschrieben. Da dreht er sich Zigarette selber. An Angst hat der so nicht. Angst. Die fährt sich nicht frei. Ja. Die schlägt ihn immer. Auf den Kopf. Und das ist ja gar nicht gut. Da geht er ja dumm davon. Ich weiß es ja. Hier braucht nicht so zu lachen, hier weiß ich doch. Das lässt du mein gehalten. Die waren nicht so kind für lange Hemsige und die Feischling. An mir erwischt, mit dem Klavetschelhannen. An mir ein Traber abgeschläft, auf dem dritten Stock sind Quartiers Tier abgesperrt. An dort an die Quartier gestoßen, an mir rund. Den anderen da sollten wir dann, wie ist der Gang mit die? Gut sollten als es gang. Wie ein Schlafkummer kommen sind, dort meine Frau so Tanz zum Bett rausgestreckt, an der Sotze, was tut, Blackie? Sie hat non gemeint. An raffiniert wie ich sind, flatsch auf Knien, hier die Hand geleckt aus ihrem Schlaf. Also eben unserem Stammtisch. Dann haben wir nachher in dem Stammtisch das der Pier. Der Pier, den das kürzlich geschieht ging, wegen zählicher Grausamkeit. Nicht immer mit seiner Frau hier im Gebiss Zigarren aufgepasst. Und dann, Und dann haben wir nachher einen Beamten, den Miden Joseph Armand. Hat ihn also so liederig, als das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das letzte Mal Karte gespielt. Du nicht mal müssen rausgehen, du sollst die Gäste für mich schmatt. So liederig als den. Bei ihrem Raum sind die sollten Weste für mich schmatt. Du sind ihrem raus, weil ich das schon vergessen habe. Aber ihrem Raum sind so, ich was feierst du, aber pass auf, du hast ja gar nicht gemusst. Wir wissen, bei unserem Stammtisch, da geht nicht immer so ried aus. Wir sind nicht immer mit denen d'accord. Heute war ich auch das Letzte invitiert, ob geriecht, ob ein Löchtchen noch mittig. Ich habe mich gewundert, wie ich rankomme, da wo immer der Orchester sitzt. Ja, Madame. Da sitzen da drei in seinen langen schwarzen Kittel, an dem die helle Rose beguckt. Und ich hatte hin und nicht gedacht. Die sortieren an der Mitte. Wie war sie dir heim? Ich sagte, ich wollte dich das fragen, die hat mich ja gerufen. Naja, sagte ein am Protokoll, da steht, da in dem Kaffee, wo der immer verkehrt, so steht am Protokoll, da wurde schlecht in handgreifliche Auseinandersetzung. Stimmt das? Ich sagte, nein, das ist gelungen. Das war ein hundsgewöhnlich Kleinklapperei. Naja, sagten, und dabei soll eine Nahe verloren. Ich sagte, das ist gut. Ich soll auf seine Sachen aufpassen.
Und dabei soll dir, das war für mich nicht mich gedient, nicht mich schon nicht kann, gell? Und dabei soll dir einem unbedeligten 3 Zehner geschlagen. Also, da muss er schon entschuldigen, Monsieur, mit der Stunde gerade so geht nicht, du. Ja, weißt du, auch daheim, da geht nicht immer so weit aus. Das letzte hat meine Frau zu mir, hat sie doch etwas zu mir. Geh dringend 3 Humpen, kannst du Mädel heim. Da ist das schon vergessen. Da ist jede von mir gedacht, 3 Jahre heim, kommt das auch nicht gut. Aber wie ich das letzte Mal des Neues 4 Uhr von meinem Sonntagsmorgens-Aperitif heimkommen, da habe ich mein Haus nicht mehr empfunden. 6 Mal sind ich unter den Stock gelaufen. Aber wie ich das Haus endlich hatte, da wusste ich mein Nummer nicht mehr. Da habe ich auf einen von denen viele Schelle gedrückt und dann habe ich gewehrt. Ja, und dann habe ich noch wenig gewehrt. Eine beim Lastier aufgegangen, ist du ganz lang. Und du hast Trab mir entgegengekommen. Und das hat mich gewundert. Ich habe gemeint, ich wäre ein Superbasar. Ich war ganz verwundert, weil wir daheim ja keine Rolltrappen haben. Und ich habe nun so geholt, an Trab ab bis auf den nächsten Stock, da krut ich streng auf den Berg. Und da wusste ich, dass ich im richtigen Haus wäre. Ich nach weiter oben im 2. Stock, da stand so ein Sexbomb an seinem durchsichtigen Nylons gedengelt. Und das hat mir immer nicht so gedrückt. Da wusste ich, dass sein Mann Nötschicht hat. An dem 3. Stock, da stand der Traum meiner schlaflosen Nächte. Mein Schwermann. Ich so, pack mich nicht an. Weil was mir ist, da vorne ich ja so nehmen, und dann sagt man allen 2. Hey, und du warst nicht so king, weil sie nicht schwammen kann, gell? Und du kriegst den Fuß an den Bein. Und dann sehe ich da Flange an meinen Schlafkummer geflogen. Und da lag ich frechen am Bett. Ganz lang, Matzen dran. Kennst du noch schnell aus der Wirtschaft, hat Krieg gedacht? Ich sagte, ja, ich kann nicht immer da sitzen bleiben, gell? Du hast ja eine Roserei umgedreht. Ich so, das ist ein Stippchen. Ich sie bestimmt so, das außerdig. Und ich mich mit einer Frau bestört oder mit einem Piano. Du hast schon 4:30 für den Krieg gedacht und ich habe noch keine Naht gemacht. Ich so, meinst du nicht? Überhaupt so, ich riech dich nicht ab, bring mir nehmen, das ist mir schlecht. Meine Frau ist im Bett so gut wie das. Am Kissen, für ihn nehmen zu hören, da fängt mein Schlafkummer an zu drehen. Für dich, als die Wanddauer leicht kommt. Das hat mich gewundert, sie hat das sonst nie gemacht. Und du komm mein Bett. Und du hast ihn nicht so geholt, ich wollte am Bett ran, du wärst schon nicht mehr da. Du flehst da mit der Bild wieder die Kleider scharf. Darauf ist sie sämtlich Ammersgläser, Gebäßgläser raufgefallen, mir über die Schirbel. Ich bin rausgesehen wie ein quatschend Herd. Über dem komme ich frei ran, mein Mämer, und sagte, was das dann heil lässt. Ich sagte, giftig, häng mich, riech dich nicht ab, und halt dein Ämmerchen umdisposiert. Bring mir lieber eine frische Kalzung. Und dürfen so nie schöste mal Kopf sehen. Da geh auf dein Stammtisch zu. Du vergisst all den Serien, hörst dein Patt und hörst den Ruh. Prost! Na, ein ganz kleines, seriöses Gedicht gebe ich noch erzählen.
Et heißt, der Bock ist krank. Ich gehe Bock stand bei der Heck, geseidene wohl krank. Sing an, brief der Berzer zaust, wo nach der Schank. Ein arme Frastung neben jemand traurig, guckt sie dran. Sie döcht mein Bock, fährt Futtigon, was soll ich nimmer machen? Dem Nopo hat Frau Led gedone Soten und lauscht der Gretz. Lo hölle mir die Veterinär, das dann nicht so spät. Du wärst gesehen an der Podest, der Boggere Monteras, und hat bestimmt den harmlos Grip, tögerte sehr lass. Der Veterinär, die kommen bei, der Bock in der Sicht, ganz gründlich geht er aufgetascht, ob schon so scharf riecht. Das ist nicht weiter schlimm, Madame. Wir kriegen den Bock an 3 Halte gut wärm, aber gitte mocht die Medizinerlei. Der Veterinär, den dicht bei sich, der Bock fährt Futti gehen. Und hat nicht wird Visit gefragt, die Frau hat ihm leid getan. Ein Monat später hat er einmal beim Nopo zu dienen. Oh, fragt durch, denn der Bock lebt nach. Wie kann das möglich sein? Herr Veterinär, so fragt ganz voll, der Bock ist dicker fett, und das nicht Michael soll, gehen du nicht immer ins Bett. Dem Veterinär, der ging darüber beschreckt durch Möja Schanga, sagt, Madame, denk dir da nicht in der scharfe Gestank. Da das nicht weiter schlimm, so fragt, Gesundheit, der geht 4. So kritisch darf der Bock nicht sein, und ich nicht recht gell dir. Tatsache für mich, das ist die Hei. Der Bock ist nicht mehr krank, aber mit der Zeit gewinnen sie auch nach in den Gestank.